Herzlich willkommen, liebe Leute, heute für eine neue Emission Blick auf Europa. Ich will heute mal durch zwei Sujets durchgehen am Transportbereich, die wir am Transportausschuss schon ein paar Mal behandelt haben. Die aber den einen als zu einer ganz konkreten Konklusion kommen und den anderen den als kurz für eine Aufstimmung, die aber auch mit ziemlich großer Sicherheit majoritär wird durchgehen. Es sind den einen Dossier, das ist der ganz umstrittene Dossier über die Gigaliner. Gigaliner, die auch nach die Großkamion, die auch nach Megatrucks genannt gehen in verschiedenen Ländern. Ihr wisst, dass den Dossier eigentlich eine Direktive, eine Proposition von der Kommission war, für zu sagen, wir machen eine Direktive über alles, was Gewicht und alles, was Dimensionen ist von den Kamion für die Neizen. Dann hat aber die Diskussion sich immer mehr zugespitzt an das Gefährt gehen, die neuen Megatrucks, die könnten auch grenzüberschreitend angesagt gehen. Ihr wisst, dass im Moment der Kamion, der laufen nach Finnland, der laufen nach Holland, der laufen nach Schweden. An Deutschland gibt es verschiedene Pilotprojekte von verschiedenen Bundesländern. Und es war am Anfang Angst, dass das grenzüberschreitend kommen. Länder, die am Transit liegen, wie zum Beispiel Lützeburg, aber auch Länder wie Österreich, die Fährte für hier Alpenregion, haben sich natürlich da ganz stark dagegen gewehrt. Und sodass die Frage eigentlich dominant war und dass aber dadurch die anderen Sachen, die guten Sachen, die wir auch damit behandelt haben, dass die da ein bisschen untergegangen sind. Und dafür will ich euch die Hintergrundinformationen liefern. Also erstens einmal kann ich euch beruhigen, es könnte nicht zu einem grenzüberschreitenden Ersatz von diesen Gefährten. En plus als Population ja auch ganz stark dagegen gewesen. Das heißt, wir alle guten Bürger haben uns große Sorgen gemacht, was die Sicherheit angeht, was die Kosten für die Infrastrukturen angeht und so weiter. Also das könnte nicht. Was aber können, und das sind 4 Hauptpunkte, das sind Maßnahmen, die einerseits die Aerodynamik betreffen. Das heißt, Kamion können in Zukunft mehr umweltfreundlich, einerseits durch eine bessere Aerodynamik, Kabinen gehen verändert. Zweitens aber auch durch den Ersatz von einer neuen Sorte Kraftstoff. Also alles, was Antrieb, Diesel, Energieantrieb ist, wird erneuert gehen. Da gibt es eine ganz paar Möglichkeiten. Wasserstoff ist da angedurcht, Elektroantrieb ist angedurcht und so weiter. Das sind Maßnahmen in dem Bereich. Dann aber auch, was die Sicherheit belangt, das heißt alles, was die Sicherheit nicht nur für den Chauffeur, aber auch für das Umfeld. Das heißt, all die Akteure, die sonst noch am Verkehr dabei sind, wie zum Beispiel Velofahrer, andere Automobilisten, auch Fußgänger, da gibt es Mesuren getroffen, die Verbesserungen getroffen, die besser sind für, wie gesagt, die Teilnehmer zu schützen. Das sind gute Sachen, sowohl wie gesagt am technischen Bereich wie auch am Environnementbereich. Dann ist natürlich auch noch, wenn wir ganz viel feststellen, dass die Gefährer überladen sind. Das heißt, die sollen nur in Zukunft Sensoren kriegen, die das Gewicht kontrollieren, nicht nur noch draußen bei Kontrollen, aber auch für den Chauffeur selber, für dass er weiß, wie viel ich geladen ist, das noch an den zusätzlichen Regeln oder nicht. Und dann auch, was ganz wichtig ist, dass den intermodalen Verkehr geht immer mehr wichtig. Das heißt, alles, was Zusammenspiel ist zwischen Eisenbahn, Kamion an Wasserstraße, alles, was Schifffahrt ist. Und da geht ganz viel auf uniformisierte Container gesagt, die 45 Fuß-Container. Und da sollen auch die Regeln angepasst gehen, dass die administrative Hürden, die wir hatten, dass die aufgebaut gehen und dass die, wie gesagt, dass den intermodalen Verkehr erleichtert wird. 2022 hat der Conseil, das Parlament war mehr ambitiös, wir hätten gerne 2017 gehabt, der Conseil 2022, und da gibt dann Übergangslösungen gefunden. 2020 soll eine Revision gemacht gehen davon. Also so lange sind wir mal 5, 6 Jahre sind wir mal ruhig, auch mit der Frage von der grenzüberschreitenden Fuhrweise von den einzelnen Gigatrucks, Gigaliner, Megatrucks, sodass wir da mal im Moment Regeln haben, die verbindlich sind. Und das ist auch gut für die Industrie, das ist auch gut, dass die wissen, was sie sich in Zukunft sollen halten. Ein zweites Sujet, den ich mit euch durchgehen will, den hatten wir auch schon nicht mehr spät wie Ende des letzten Jahres hat Lützeburg sich da konform gesagt mit einem Gesetz. Das heißt die Direktive über grenzüberschreitende Strafverfolgung bei Verkehrsdelikten. Das muss ich Ihnen an den Kontext setzen von der Verkehrssicherheit. Verkehrssicherheit als etwas, was
europäesch Institutionen, net nëmmen Parlament, Kommission, mir auch de Conseil ganz stark beschäftigt. Wir nach immer zuviel Dodescher, mir nach immer viel zuviel schwerer Verletzter. An nief dem unheimlichen menschliche Leid as dat ja woch e wirtschaftliche Faktor, den extrem aus den ganz teuer ass fir die einzelnen Memberstaaten. An dofir gëtt all Ustrengungen gemacht, fir wie gesot de Verkehr mi sicher zu kreen. Bis 2020 solle man dat die 12 vun den Afwer halbéiert hunn. Et Vision Zero, dat das eng Vision immer méi zu Richtung Null Verkehrsaffer ass Orto gëtt dro geschafft. An dat die Mesure hai, dat hicht die grenziwwerschreitende Strafverfolgung, muss an de Kontext setzen. Ein zweiter Kontext ist, dass auch Gleichheit soll bestehen zwischen den Chauffeuren, zwischen inländischen Chauffeuren und ausländischen Chauffeuren, dass die nicht muss sich an eigenem Land und Verkehrsregeln halten und die ausländischen Radfahrer brauchen sich nicht tun zahlen. Das ist auch im Prinzip von der Gleichstellung von den Chauffeuren enorm immens wichtig ist. Aber besonders daheim, wo ihr wisst, dass demnächst Radare werden abgestellt gehen, ist es wichtig, dass nicht nur die Lützeburger Fahrer sich darin halten, sondern dass auch ausländische Radfahrer sich darin halten. Das heißt, bis jetzt hat das bestanden auf bilateralen Akkorden. Lützeburg hat so einen Akkord mit Departementen in Frankreich, mit Regionen in Frankreich, auch an der Belgien, aber nicht überall. Und so weiter, sodass das eigentlich eine europäische Regelung ist, die wir schon ein Keer gefasst hatten, mit die aber die Kommission für die Europäische Gerichtshof geklot hat und noch Recht gekriegt hat, sodass die gesetzliche Basis, die wir damals hatten, polizeilich zusammenarbeitet, hat nicht mit dürfen geholgen als gesetzliche Basis. Wir müssen wissen, bei der Straßenverkehrssicherheit, wir müssen die ganzen Dossier müssen neu machen, und den Aselo Durchgang durch das Parlament, als auch vom Conseil gut geherrscht gehen, wird dann noch demnächst in Kraft treten. Wir hatten vom Europäischen Gerichtshof bis zum Mai 2015 Zeit. Die gesehen, wir haben am Anfang gut geschafft, wir sind 400 Zeit fertig. Und so das natürlich nach den einzelnen Ländern, das muss angepasst gehen. Zwei große Vorteile sind am Anfang dabei gekommen. Das erste, dass an der neuen Propos als den Datenschutz viel besser respektiert. Wir machen uns da konform mit einer Datenschutzrichtlinie, die wir haben. An den zweiten Punkt als 3 Länder, Großbritannien, Irland und Dänemark, die laut der aller Direktive ein Opt-out hatten, die dort nicht wollten dabei sind, die nicht müssen dabei sind, die sind auch dabei, kriegen natürlich dieselbe Übergangszeit wie all die anderen Länder. Sodass ihr seht, dass der Punkt der Straßenverkehrssicherheit viel gemerkt wird. Demnächst wird das, wie gesagt, in Kraft treten. 2016 gibt noch ein Zwischenbericht gemacht, wie gut es implementiert wird an den einzelnen Ländern, was die Resultate sind, was die Erfahrungen sind. Und da kann das nach angepasst gehen. Und das ist dann ein Dossier, das kontinuierlich evaluiert, kontinuierlich weitergeht. Und das ist eine Sache, Verkehrssicherheit, als etwas, was uns alle Gute betrifft, und was uns alle Guten alltag angeht, was ein ganz wichtiges Dossier ist, wo ganz intensiv auch darüber geschafft wird hier im Parlament. Das sind nur die 2 Punkte, die ich euch wollte nachlegen für das Woche. Nächste Woche, wie gesagt, sind wir zu Straßburg. Auch eine ganz Panoplie von Aufstimmungen, eine ganz Panoplie von wichtigen Sujets. Zum Beispiel ein Sujet, den du rausstichst, das ist eine Proposition von der Lebensmittelkennzeichnung. Lebensmittelkennzeichnung, was auch immer ein Sujet ist, den wir immer behandeln. Da werde ich dann nächste Woche mit meiner deutschen Kollegin Renate Sommer, die eine Spezialistin ist auf dem Gebiet, werde ich mich darüber unterhalten. Und wir werden nicht mitteilen, wie wir das gesehen, DVP, was wir zu dem Sujet zu sagen haben, und was dann noch von uns aus zurückbehalten, da wird mit Gesetzgebung abfließt. So, ich merci für das Nachgucken für diese Woche. Bis die andere Woche. Vielmals merci.